Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit einem neuen Let's Play und zwar, wie es hier eingeblendet wird mit Let's Play The Walking Dead Michonne, a Telltale Miniseries. Uff, pilzig. Ja, ich konnte einfach nicht widerstehen. Als es im Angebot war im PlayStation Store, musste ich mir's einfach kaufen und ich sehe im Hintergrund schon wunderschöne Comic-Panels, originaler aus The Walking Dead, der Comics. Und so wie es aussieht, ist es während dem Gefängnis teilweise und wie Michonne mit ihrem Katana schnetzelt. Für alle Fans von der Comicserie übrigens. Dieses Minispiel, das ist angelegt in der Zwischenzeit, als Michonne verschwindet, noch im Krieg gegen die Saviors. Für alle, die nur die Serie kennen, Spoiler-Alarm, es gibt einen Krieg gegen die Saviors und es gibt dort diverse Ereignisse, die passieren und Michonne verschwindet in der Comicserie tatsächlich in den 2 Jahren, bevor sie dann allmählich 2 Jahre nach dem Krieg gegen Negan und seine Saviors wieder in die Welt von Rick und seine Leute tritt. Und die Zwischenzeit wird hier in der Miniserie erläutert. Und da fangen wir jetzt mal sofort an. Ich konnte einfach nicht widerstehen, vor allem nachdem ich jetzt so ein großes Horrorspiel wie Outlast beendet habe. Musste ich auch nochmal ein bisschen entspannen und ich glaube, The Walking Dead ist dafür optimal geeignet. Jo, da haben wir somit wieder 2 Guardian Angels hinter sich. Und Speicherdatei gibt es ja großartige, weil es eine Miniserie ist, die mit der Hauptspiele nichts zu tun hat. Und selbst wenn, haben wir Speicherdatei. Also spielen wir doch gleich mal. Zu tief drinnen ist Episode 1. Oh, schön animiert. Dann Episode 2 ist Geben keinen Schutz. Ah ja, okay, alles klar, finden gut. Und Episode 3 ist Was wir verdienen. Es sind auch nur 3 statt 5 Episoden. Und wir richten ihren Blick, das ist auch sehr schön gemacht, sie richtet ihren Blick zuerst noch hin, dann richtet er sich in etwa geradeaus und dann in die Zukunft. Das ist auch sehr schön symbolisch gemacht, wie ich finde. Und wir fangen auch direkt an mit Zu tief drinnen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe dort so bisher auch noch keine Let's Plays gesehen. Nur der Anfang von Zu tief drin habe ich mir mal damals angeguckt, als es rauskam. Habe mich aber auch nicht großartig spoilern lassen. Und ich mag das auch wieder für mich erleben, dass ihr auch meine Reaktionen am Anfang sofort sehen. Es ist immer schöner, finde ich, wenn man das noch nicht gespielt hat und dann aus dem Bauch raus entscheidet und dann auch direkt die Entscheidungen und die Reaktionen von demjenigen, der spielt, sehen kann. Deswegen mache ich das ja auch, fahre ich mit Facecam. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Das kennen wir ja I schon. left so many people that I loved behind. So many that I can hardly remember them all. But there are 2. Just 2 that I can never forget. Drücke L nach links, um das Gebüsch zu zerschneiden. I thought I was done with them. But they're Jetzt not noch done rechts. with me. Benutze rechter Stick, um dich umzusehen. Ja, durch die Comicserie wissen wir auf jeden Fall, dass Michonne wahnsinnig ist. Das kommt in der Fernsehserie kaum so rüber. Aber Michonne ist definitiv verrückt
und hat viele Halluzinationen, so wie Rick über das tote Telefon mit seiner toten Frau Laurie kommuniziert hat, in Anführungszeichen, sieht Michonne immer noch wieder ihr 2 tote Töchter. In der Serie war es auch nur ein Sohn, den sie gehabt haben soll, aber in der Comicserie im Original. Ich bin doch mal so frech und ich bin doch mal so eitel und bezeichne die Comicserie definitiv als das Original. Hat sie 2 Töchter. Und die sieht sie hier. Das muss gewesen sein, als die Welt angefangen hat, den Bach runterzugehen. Das Ganze vermischt mit jetzt und damals. Also sie ist auch in einem Mischmasch gefangen durch ihre Halluzinationen. Passend zu Outlast 2. Ah, yeah. Zieh's raus, du. Voll Teufel. Und sag dir, Gewicht, du dummer Hund. Wieder zwischendrin zackt sie wieder in die Vergangenheit zurück, als wahrscheinlich die Plage angefangen hat. Aber Michonne war und ist immer eine Überlebenskünstlerin gewesen und immer noch. Und sie hat sich ja diese Katana-Technik selber beigebracht. Sie hat am Anfang des Katana gefunden und hat sich selber beigebracht, wie das funktioniert. Deswegen hat Ezekiel sie ja auch belächelt, weil er tatsächlich Kampfkunst auch vor der Apokalypse geprobt hat und weiß, wie das richtig professionell funktioniert, während sie sich das autodidaktisch beigebracht hat. Ah na! Zu tief drinnen im Gemetzel. Scheiße! Eben mal später Sandor Clegane mit dem gemacht, wie in Game of Thrones, ins Gesicht ins Feuer gedrückt. Gib mal mein Katana zurück. Jetzt du widerwärtiger Schimmelkopf. Alter, das fängt ja schon mal richtig geil an, das Minispiel. Diese Miniserie. Oh, du Sapperjockel, dir geb ich. Zack. Rieb ab. Mach noch einmal. Rieb ab. Ah, jetzt geht's aber Rambo-mäßig vor. Nämlich sauber. Mit dem Katana kannst du normalerweise einmal sauber den Schädel abtrennen. Wenn's kannst. Aber in so einem erschöpften Haut-drauf-Modus, da geht das nicht mehr so gut. Oh, nee. Nochmal drauf treten, oder? Muss ich das triggern? Ja. Jetzt aber die Fies aus dem Feuer. Oder gibt es nicht in der Realität, das Feuer? Okay. Die erste Mordchoreografie haben wir hinter uns. Und jetzt kann ich nichts mehr machen. Oh na, da kommt jemand. Und wir müssen den Revolver laden. Ihr könnt euch denken, was er vorhat in dem Moment. Some days I envy the dead.
Du hast eine begrenzte Zeit, um dich zu entscheiden. Drücke die Taste, die der Auswahlmöglichkeit entspricht, die du verwenden möchtest. Lass los. Ich weiß nicht, was lass los heißt, aber ich würde mal sagen, das heißt, lass der Revolver los. Oh, lass los hieß, lass vom Leben los. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass er bleibt. Bleibe, hätte ich gedacht, bleib in der Position. Verdammt nochmal. Fängt ja schon mal geil an. Trophäe erhalten in Kupfer. Weißt du noch? Sehr geil gemacht. Mit den Panels aus dem Comic. Telltale-Geschichte von Megan, Taunton und Chris Hockabout. Und der Mensch, den wir doch sehen, das war Siddiq. Siddiq könnt ihr aus der Fernsehserie noch gar nicht kennen. Weil Siddiq nur, könnt ihr aus der Fernsehserie gar nicht kennen, weil Siddiq nur in den Comics vorkommt. Das ist ein Fischer. Und hier haben wir wieder den Governor ohne links im Bild. So sieht er in den Comics aus. Im Comic sieht er aus wie Danny Trejo. Im Schwert ist gerade Tyrese gespiegelt. Mann, 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 Mann. Geil. Also für jeden Comic-Fan ist das die absolute Brüller. Das Panel dürfte sein noch der Missbrauch durch den Governor. Ja, Morgan ist auch noch mit dabei gewesen und Tyrese war auch wieder zu sehen als Walker. Episode 1, zu tief drinnen. Geiler Scheiß, oder? 3 Wochen später. Ich muss jetzt aber einmal ganz kurz in die Einstellungerei gehen. Das tut mir auch leid, das hätte ich im Vorfeld machen sollen. Das ist wahrscheinlich viel zu laut. Ich gehe jetzt mal auf Gesamtlautstärke und Musiklautstärke auf 8 runter. Die Untertitel können wir auch in Medium machen, die Sache. Das ist vollkommen in Ordnung. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz rein, um zu gucken, ob das noch passt. Jawohl. Okay, dann machen wir direkt weiter. Übernehmen. So. Und jetzt machen wir weiter. Fuck. Can't sleep anyway. Das ist ein Luxusgut in der Zombie-Plage, Schlaf. Bei mir auch im richtigen Leben. Over. Vanessa, you there? Der hier, das ist der Siddiq, der kräftiger. Damn it. Hey, Pete. Michonne, what are you doing up? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Naja, Worry about you. Schweigen ist immer eine gültige Option. It's hard to tell how you're really doing. Naja, Beschisse wer geprahlt, oder? Well, I'm not great. Pete wird sich das Hang merken. in there. This stuff you're dealing with, it's not gonna go away overnight. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Ja, das ist immer das Wichtigste, beschäftigt sei. Oak! Wall! Get down here. Michonne's taking your shift. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in a contact for this long. We trade every time I come through. Same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Vanessa! They might have moved on. Left the area. Sind wir mal nicht zu Not schwarzseherig. without telling us. They'd have left a message behind or something. They wouldn't just disappear. Maybe we can pass by again on our way back. Listen. Ich horch doch. Yeah, Nee. right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I hear static. Ja, It's more than just static. der hat vielleicht auch schon länger nämlich geschlafen und bildet sich was ein. Hey. Michonne? Das sieht ja auch urig aus. Again with the Mit shortwave? seinem Backenbart. I'm not just giving up. Ich mag This bay was full of Backenbart. boats just a year ago. They went somewhere.
If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Das war You heard it that deutlich. time, right? Ja. She said help. I don't Yep. know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. Oder die Saviors. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? World's Best We gotta Mom do hat er better. als Not Tasse. everyone deserves saving. And what if I felt that way back Pete when I wird sich met das you? merken. Ach, das war... Ah, der Pete hat sie gerettet, nicht der You should Siddiq. understand Okay. why I'm doing this. None Okay, of the sorry, others das do. war mein Not Fehler. Birdo, not Sadiq. Especially not fucking Oak. But you know there are people worth saving. Take over for me, okay? I'm gonna turn the boat around. Okay, dann drehen wir mal ein bisschen an den Regler. Verwende den Drehknopf und die Raussperre, um ein Signal einzustellen. Raussperre. Das ging doch ganz gut. Ein Ausschalter. Funkgerät ausschalten. Ne, das machen wir noch nicht. Wir drehen noch mal ein bisschen. So, ich mag irgendwo noch gucken, ob es was gibt. Aha, das ist es. Wo? Where are you? Anything? I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What did she say? Upsala. Oh, bloody hell! What's that? Can't see a damn thing! Everyone okay? Berto! Sadiq! You guys better get up here. Oh, What do oh. we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto! Hold the wheel steady. Take in those sails, now! Sieht nur Sturm aus. Upsala. Sadiq, get down! Aua. All right? Scheiße. Thanks for the save. Jesus! Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well, then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. We're stuck out here, nowhere to go. We shouldn't have been wasting our time out here. Stop. We need to free the boat. That's our priority. She's right. All this talk isn't doing anything to get us out of here. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on. Na, Allah. Scheint sehr reizend, die Bande hier zu sein, die auch super What drauf exactly ist. did she say? Tja, was hat sie gesagt? Sie hat Mobjack erwähnt. I asked where she was, and she said, Mobjack. Sind wir mal ehrlich einfach. Couldn't make out more than that. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Na, Allah. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. Klingt Just need to vernünftig. get ourselves moving again. For all our sakes. Klingt soweit vernünftig. Benutze linken Stick, um zu gehen. Benutze rechten Stick, um dich umzusehen. Wunderbar. Da können wir auch diverse Sachen jetzt erkunden. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das machen wir morgen auf jeden Fall bei Let's Play The Walking Dead Michonne.
aufpelzig. Ich hoffe, es hat euch mal einen schönen Einblick vermittelt, wie das Spiel wäre könnt, und ich persönlich finde es jetzt schon großartig und freue mich drauf, das mit euch zu spielen und den Weg mit euch zu gehen. Also machen's gut und bis morgen, Eiern Yankee.